Der Kampf gegen die bösen Helden geht weiter, Leute. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards. Oh ja, Mann, der Gegner im letzten Zug hier, der Trendcenter, der hat einen bösen Held Dark Gaia gerufen. Und der Typ ist einfach nur übel, wir müssen ja dringend auf ganz die schnelle Art und Weise vernichten. Die Frage ist los, wie jetzt genau. Ich hatte im letzten Zug bereits, sprich letzten Part, noch irgendwas angedeutet. Und mir ist aber jetzt offscreen-mäßig noch was anderes eingefallen, was ja auch funktionieren kann. Aber erst einmal rufen wir mal Krebons im Angriffsmodus. So, und zwar war eigentlich die Strategie, dass ich da wegen der Angriffspunkte war. Ist eigentlich gleich viel wie auch unser kolossaler Kämpfer hätte, wenn ich den rufen könnte. Dann wäre es doch ganz genial, weil die gleich viele Angriffspunkte haben und der Kämpfer könnte ja zurückkehren durch seine besondere Fähigkeit. Das ist ja das Geile daran, aber geht halt nicht so ohne weiteres, deswegen mache ich es ein bisschen anders und rufe mir ein viel stärkeres Monster. Doch, ihm und Angriffspunkte macht es eigentlich keinen Unterschied. Oh doch, der ist besser. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere den einen, den wahren, knallmächtigen Gojo-Wächter. Stufe 6 und 2800 Angriffspunkte. Error, Fehlzug des Gegners. Monster gleiche Stärke, du wirst verlieren. Nur nicht ganz, denn ich habe noch meinen netten kleinen Geschützturmkrieger. Und zwar im Angriffsmodus. Jetzt geht's richtig ab. 4000 Punkte. Geht's noch krass oder was? Geschützturmkrieger, los geht's. Vernichte Dark Gaia. Das wird tun. Zack, haben wir 300 Punkte und tschüssikowski. So, die Gans hat sowieso nichts drauf. Deshalb würde ich mal sagen, ich setze eine Karte verdeckt. Karte verdeckt, Entschuldigung, war gerade Gedanke bereits woanders. Ich spiele eine Zauberkarte, Goldenen Sarkophag und wähle eine Zauberkarte, die wir nur allzu gut kennen. Ja, gerade wähle ich jetzt. Große Klappe, nichts dahinter. Die Synchro, nee. Ich glaube, ich wähle hier besser die freundliche Wohltat. Genau. So, mein Zug ist beendet. Alter, man sind 4000 Angriffspunkte. Jetzt hätte ich hier Obelisk Peinig auf dem Feld. Schon krass, wa? Das nur Stufe 5. Gigantes, Mann. Defense Mode. Ganz krass. Mehr kann's auch nichts, Kumpel. Mehr kannst du auch nicht. Oh yes, und wie? Zack. Sehr schön. Und nun. Geschützturmkrieger, vernichte sein Gigantes. Mit riesiger Felsenfaust. Ja, hat sie voll gebracht. Da ist noch eine Karte verdeckt. Da wurde ja ein Monster verdeckt. Und bei meinem Zug schon wieder. Na, was treibt er wohl jetzt? Ist ja sehr originell. Muss ich mal zugeben. Da kann man schon ganz ein bisschen besser, Alter. Da geht doch noch was. Ach egal. Zack. Goldener Sarkophag. Und da kann doch schon meine freundliche Wohltat. Na, geht doch. Dann schauen wir mal, was? 3 Karten ziehen, 2 ablegen. Oh, das sieht geil aus. Das könnte was werden. Ja, das geht bereits Stufe 8. Lass mal so. Sehr schön. Rufe dann den finsteren Resonator im Angriffsmodus. Synchronisieren jetzt bereits? Nö. Wieso auch? Mal ein bisschen angreifen, nicht wahr? Erstmal Geschützturmkrieger, vernichte sein Gigantes. Der Effekt ist für die Katz. Und jetzt finster Resonator. Los geht's. Das gibt's nicht. Okay, der Effekt war nicht übel. Muss mal zugehen, Alter. Also das, Respekt. Peace, Mann. Also das war jetzt
Scheiße, ey. Das war scheiße, ey. Menno. Wir sind immer die Kleinen. Ich rufe Natura Cliff. Okay, hat das Vieh für eine besondere Fähigkeit. Nichts Besonderes es aussieht. Oh, das wird man nochmal überlegen. Tja, haben ihn gewarnt. Oh, scheiße, Mann. Ja, das kannst du laut sagen. Na dann, gelegt wird, da ist klar. Dann looken wir mal. Lucky. Was Besonderes, wa? Habe ich denn da? Wieso? Hallo? Wieso gehen die... Was im Henker? Ach, deswegen, fossiler Psyche, saure, was auch immer für ein Vieh. Ah, weil der auf dem Felsen keine Spezialbeschwörung machen. Was für ein hässliches Teil, hey. Ja, mal ein bisschen unnötig, ich weiß, aber da rufen wir eigentlich anders. Aber es muss sein, dass wir ihn doch wegkriegen. Es sind die Spezialbeschwörungen, geil, Mann. So, jetzt aber. Darf ich mal darum bitten? Meine Güte. Ladies and Gentlemen. Aus Cyberdrache wird Sternstaubdrache. Der King im Ring. Ja, yeah, Mann. Du sagst es, Sehr schön, sehr schön. Das war's fürs Erste. Oller Transcender. Du hast keine Chance, Mann. Gegen diese Power. Never ever. Gut, weil der jetzt eine majestätische Drache und aber bereits meine kommen wieder mal komplett. Naja, ich weiß, komm ist übertrieben, aber so ein geiler Drache, ey. Der majestätische Sterndrache. So, du rufst ein neues Monster, war im Angriffsmodus. Das ist natürlich sehr schön für uns. Weil es gleich ein paar Punkte Abzug geben wird. Tja. Pech gehabt, Kleiner. Pech gehabt. Sternlaser-Explosion. Tja, hab's gesagt, es wird wehtun. Für immer noch trotz allem nur mit 1300 Punkten. Das ist trotz allem ziemlich mies. Ja, da muss man was überlegen, Freunde. Das geht so nicht mehr weiter. Nö, das geht so nicht. Ich bin zwar jetzt im Angriffsvorteil, das natürlich schon. Trotzdem, man weiß nicht, was so ein Schrotthaufen noch in petto hat. Kaum sage ich, schon kommt es. Gesand des Pandemoniums, das gibt's nicht. Nein, mein Drache. Nimm meinen Sternenstab drauf, ist aber ausgerechnet ihn gerufen. Autsch und tschüss, nein. Das war eine schöne Scheiße. Komm schon, jetzt der Karten, komm schon. Jackpot, Baby. So, Defense Mode. Noch Zufall auf der Unterwelt. Nur mit ein bisschen in Sicherheit zu wiegen war, dass man langsam mal die Monster und so ausgehen. Meine Spielmarke. Und dann noch eine Karte verdeckt. Den ollen Transcender Heini. Meine Fresse, da haben wir so ein starkes Monster. So stark ist es auch wieder nicht, aber trotzdem. Ist klar, könnt den angreifen, macht aber nichts. Ja, dankeschön. Oh. Ja, zahle ich halt von mir aus. Autsch! Menno! So, hier, Zauberkarte, Spalt und tschüss.
Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Stingelbeam? Ach ja, genau. Ich wollte halt direkt angreifen. Und zwar mit der... Ja, ich hatte den Namen schon in der Attacke. Die flammende Schwertklinge. Klingt doof, was? Die Pyroklinge. Die Glutklinge. Wird immer bescheuerter. Wird immer bescheuerter. Endphase normal. Sehr gut, sehr gut. Und der zieht bereits nochmal eine neue Karte. Wie sieht's aus? Du Schrotthaufen. Oh. Wieso Wagerauch? Die Goblin Elite Angriffssuppe. Peace, Mann. Nö, und gar nicht dann ist klar. Mann, nee, so wird nur Lebenspunkte. Was für ein Moment mal. Wieder Schritt der Stufe 4. Ich habe Stufe 4. Achso, brauche ich gar nicht mehr. Nö. Entschuldigung. Sorry. Rose, Kriegerin der Rache. 2 Feuermonster auf dem Feld. Das ist auch selten bei mir. So, na dann. Er hat ein relativ schwaches Monster auf dem Feld. Wir brauchen ein paar Lebenspunkte. Also. Ja, Lichtmonster hat er keinen auf dem Feld. Friedhof, sage ich schon. Hier kommt der Gedankenherrscher, Erzunterweltler. Tja, ein Monster, das ziemlich viel Power hat. Na dann, los geht's! Mächtiger Psywelle! Oh, Scheibenkleister! Zuck! Bekommen wir neue Lebenspunkte! Geil! Ist doch einfach krass. Yeah. Er hat keine Chance. Ich hoff's zu mal. Komm schon, Leute, das muss langsam mal zu Ende gehen. Das dauert schon viel zu lange. Ist klar, Grand Mole, ausgerechnet den. Oh nein, ich kann Monster zurückschicken. Das kann's nicht machen, das geht nicht. Los, Grand Mole, schicke euch beide jeweils zurück. Oh nein, ich bin erledigt. Nee, doch nicht. Peace, Mann. Und tschüss. Tja, es war ein ganz schneller Abflug. Leute, es wird soweit. Es ist soweit. Es wird Zeit, wir müssen es tun. Ja, genau so. Mann, oh Mann, er wird überleben, den Zug, er wird überleben, 100 Angriffspunkte. Mann, nee, was bist du für ein Psy-Monster? Menschenskind, ey. Ja, Finsterer Psywelle, sehr schön. Aber er lebt noch. Das dürfte er gar nicht, das ist fies. Egal, also dass er jetzt noch irgendwie kontern kann, wird es einfach doch stark. Na. Er kann nicht. Freunde, das Duell ist endlich vorbei. Wir haben die erste Etage des Bifrösts gemeistert. Ging es ein bisschen länger als ich erwartet hatte. Vor allem, Alter, noch 18 K im Deck und alles sind da. Oder sprich, die 3 Riesenbazillen sind noch da drunter. Glaubst du kaum, oder? Aber so ist es mit dem Duellieren. Das Glück ist eine. Naja. Genau. Ich sage das Leben mal nicht das Schimpfwort, aber mit dem Glück ist halt. Ja, wie gesagt, es ist halt so eine Sache. Manchmal kommt sie nicht. Wir haben es geschafft, Mann. Und jetzt wieder zurückgehen. Also ganz toll. Zielfeld. Yeah, wir haben es geschafft. Geil. Aber ganz übel. Okay, kriegen ein paar Bonuspunkte. Sehr schön. Bifröst 2 Ehren. Wir haben 5000 Duellpunkte. Alter Schwede. Wo denn jetzt? Oh, was ist das? Der fährt jeweils nur ein Stockwerk? Odin! Komm so zurück, Mann! Der Weg nach Valhalla steckt voller Tücken. Wir wollen Valhalla gar nicht betreten. Nö, weil dort, das ist, glaube ich, die Endzone, war also das Secret Exit. Da geht's, glaube ich, nicht mehr weiter. Ja, ihr habt keine Wahl. Ihr müsst bis zum Ende kämpfen. Ich werde das Ergebnis begutachten. Ja, wie so ein Test oder was? Das ist ein Witz, von dem Video lassen wir nichts befehlen.
Ha, aus irgendeinem Grund scheint ihr nicht zu begreifen, in welcher Lage ihr seid. Was soll das schon wieder heißen? Ihr seid auf einer einsamen Insel gefangen, es gibt keinen Weg zurück. Die einzige Möglichkeit besteht darin, mein Spiel zu spielen. Hör auf, du bist nicht der Erste, der mich bedroht und, ja, was jetzt? Ihr sprechen, da versteht ihr nix. Für eure Ignoranz werdet ihr euch ein paar Schmerzen spüren lassen. Au! Was? Mein Kopf tut weh. Was zum Henker hast du gemacht? Frag mich gerade auch. Ja, die Schreie jener, die an Ewigkeit lang in Valhalla kämpfen, der Ruf der Toten. Das ist ein schmerzhafter Klang. Willst du dich nun beugen? Ich will nicht, ich beuge mich, Peaceman. Was? Ja, ich habe mich gebeugt, jetzt bin ich finster drauf. Akisa, nein! Wow. Hunter, was machst du? Ich weiß nicht, die Stimme in meinem Kopf. Sie sagt mir, dass ich dich angreifen soll. Ja, du bist also der Erste. Was hast du getan? Der Kampfinstinkt der alten Soldaten umschlingt eure Seelen und ist bereit, alles zu vernichten, was ihm im Weg steht. Diese Urinstinkte lassen euch unbedingt Hass auf die Leben derer vor euch empfinden. Es gibt kein Entkommen. Und nun könnt ihr euch gegenseitig vernichten. Der letztverbleibende Krieger darf nach Valhalla. Hehehe. Wow, Luna, ist alles in Ordnung? Ja, ich bin noch da, mehr oder weniger. Das ist gar nicht gut, Jose. Wenn das so weitergeht, gehen wir uns gegenseitig in die Gurgel. Ja, wenn das so weitergeht, wir müssen noch nicht fliehen. Was mit Hunter? Sollen wir ihn K.O. schlagen? Ich möchte ihn falls möglich nicht verletzen. Vielleicht können wir ihn ausschalten, indem wir ihm seinen Lebenspunkt in einem Duell abnehmen. Und in diesen Umständen müssen wir einfach gewinnen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wir müssen etwas unternehmen. Gut, übernimm du das. Was, ich? Haha, der vergebliche Kampf der Schwachen, das wird mir gefallen. Der einzige Schwache bist du. Was dreht das Roulette eine bestimmte Anzahl Male, um einen gegnerischen Charakter erscheinen zu lassen? WTF? Das ist ja ganz crazy. Ja, dann dreh ich mal, wa? Okay, bis jetzt noch nichts. Aber wisst ihr was, Freunde? Wir haben sowieso nicht mehr viel Zeit. Wir wissen jetzt, dass wir im zweiten Etage sind, wo es ziemlich kacke aussieht. Deswegen mache ich gerne mal das Spiel hier zwischenspeichern und uns noch ein paar neue Karten besorgen. Zwar, wenn es irgendwie möglich ist, im normalen Duell-Shop. Na, Shop hier. Bin mal gespannt, was habe ich jetzt hier für neue Karten. Kommen dann natürlich Booster-Packs. Von Phantom Darkness ist klar. Also Power Force. The Shining Darkness! Hidden Arsenal EX2. Okay, haben wir auch schon ziemlich viele. Special Pack. Nimm mal Obelisk der Peiniger. Komm, ich muss langsam mal reichen. So, das auch noch nach. Kommen wir gleich mal zum. Wie heißt das Vieh schon wieder? Schwarzgeflügelter Drache oder so? Weiß ich gar nicht mehr. Obelisk, jetzt komm schon endlich mal! Matt Ballman, ja, ist klar. Wo bist du denn? Mächtiger Obelisk. Weißhorndrache. Auch nichts Besonderes. Och Mensch, der kommt einfach nicht. Kann ich machen, was ich will. Der kommt einfach nicht. Hat einfach keinen Bock drauf. Menno. Elementarhelden. Ja, ja. Schön, schön, schön. Necroshade haben wir auch. Gerümpelzerstörer. Das wäre eventuell noch eine Idee. Muss ich da was Spezielles beachten? Nö, das geht so. Wenn diese Karte speziell schon beschworen wird. Was eigentlich? Ah, Synchrobeschwörung. Entschuldigung, nicht speziell, sondern Synchrobeschwörung. Kannst eine Anzahl kann das Spielfeld klein oder gleich eine Anzahl Nicht-Empfängermonster wählen und zerstören. Alter, das wird noch was, Freunde, für den nächsten Part. Der Gerümpelzerstörer. Ganz übel. Ups, Entschuldigung. Mein Fehler. Okay, Gerümpelzerstörer also. Nochmal ganz kurz ein paar Packs kaufen. Und zwar, wenn es geht, will ich trotzdem nochmal versuchen, mit Absolute Power Force. Zack. Noch ein paar hiervon. Ja, da lacht das Herz. So, jetzt aber. Tja, Obelisk, der muss halt leider warten. Leider Gottes.
Drachenkönigin, okay. Ein netter kleiner Golem. XXL, ach Mensch, ey. Synchro Power, wo bist du denn? Der kommt nicht. Der will einfach nicht. So, was haben wir hier noch für verschiedene Karten? Der Shining Darkness, da müsste wie gesagt der Synchro-Drache drin sein. Wenn ich wieder, wie gesagt, nicht mehr weiß, wie der Teil schon wieder hieß. Das war doch irgendwie das schwarz geflügelte Drache, oder? Muss fast so sein. Schwarzflügelmonster, ja, komm schon, wo bist du? Der kommt einfach nicht. Na, wieder mal nichts gewesen in den Spesen. Und jetzt? Komm schon. Wieder nix. Junge, meine Geduld, hey. Neigt sich dem Ende. Der hat ja auch nix. Sieht ziemlich übel aus. Genex Neutron. Das kann ich nochmal schon ganz in der Hand. Ein Empfängermonster. Ein Typ Maschine, nur habe ich leider keins. Das sind also so Krieg oder Unterwelt oder so etwas. Ja, der Rest auch ziemlich nichts für unser Deck. Nö. Hier sehe ich nichts. Sag eine Hand auf den Friedhof legst. Eine Hand hinzufügen, anstatt eine Karte zu ziehen oder was? Ah ja. Also Sturmangriffs. Nee, auch nichts. Keine Explosion. Ah, nee, und sonst auch nichts. Nö. Alles ein little bit doof. Komm schon noch einmal. Zeig hier noch ein paar. Zeig doch endlich mal, ihr mächtigen Drachen. Wird es wohl was diesmal, Leute? Wird es diesmal was? Eher weniger, wa? Toll, da hat er gerade Synchro-Drache und dann... Oh nee, doch nicht. Leider immer noch nichts. Absolute Power Force für den Arsch. Wie sieht es mit Shining Darkness aus? Komm schon, schwarz geflügelter Drache. Nein, aber doch schon. Wo bist du, Mann? Mächtiger Drache der Finsternis. Ja, für den Arsch. Habe ich eine Chance, aber noch eine Chance und nichts gewesen in den Spesen. Schwarzflügel, wo das Auge noch hinsieht, aber der Rest ist alles für die Katz. Okay, Freunde. Mal viel Geld ausgegeben und alles nur für ein einziges läppisches Synchromonster. Genau. Ja. Also eigentlich kann man schon ein bisschen verarschen, muss man das Ganze noch zugeben. Da gibt es so viele DPs aus und alles nur. Ja, bis zum Schluss hat trotzdem nicht zufrieden. Filter. Synchro, zack, auswählen. Krüppel zerstören, extra dick gepackt. Gut, das wär's soweit. Dann hier noch, was man machen könnte ab und zu mal. Achso, trotzdem nur. Okay, dann halt. Ich bin eigentlich eher einer für Vielfalt, aber trotzdem nehmen wir mal den raus. Den gleich auch, so. Sehr schön, nee, nicht ganz. Rezeptmenü und zwar Decknamen ändern. Und natürlich in Synchro. So jetzt. 3. Ja, ganz simpel, war. Speed Synchro wäre keine Idee, aber passt der Name nicht ganz. Muss man noch was überlegen. MD würde ja auch gehen für Michael's Deck, aber naja. Was soll's? So, sind wir jetzt fertig? Ja, wir sind fertig. Synchro Nummer 3. Ganz geil. Tja, Freunde, das war's wie gesagt für heute hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Nächster Part geht's dann weiter hier im Bifrost, die 2. Etage. Ich hoffe doch mal, dass wir schon bald mal auf Odin treffen und endlich mal platt machen können, weil, naja. Mein Yggdrasil Bifrost kommt garantiert noch Valhalla, aber trotzdem, irgendwann muss mal Schluss sein hier. Mit dem ganzen Theater, mit dem ganzen Hin und Her, das kann doch nicht ewig so weitergehen. Tja. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ciao zusammen.